und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Pfuschcast. Herzlich willkommen miteinander. Mal ein bisschen ein energetisches Intro. Ja, mal ein bisschen gerade von Anfang an begrüßen. Genau, Ist auch mal gut. Ja, also ja. Herzlich willkommen. Wie geht's und steht's? Wie läuft's? Wie trüllt's? Ja, trüllen tut es im Moment zum Glück gerade nicht so. Da trüllen andere Sachen. Aber doch, also das Wetter ist wunderbar. So, es freut einem immer, wenn man am Morgen aufsteht und da lacht einem die Sonne gerade ins Gesicht rein. Das ist immer etwas Schönes. Und heute auch das erste Mal im Zürichsee. Yes. Es war noch ein bisschen kalt. Aber hure geil. Hure geil. Aber wirklich lässig. Ja. Also meine Haare sind immer noch nass. Wir sind wirklich vorher gerade im Zürichsee gewesen. Wunderschön. Kalt, also am Anfang, jetzt ist, denke ich, wir haben ja geschaut im Internet. Also es steht irgendwo zwischen 19 und 21 Grad. Aber ich habe das Gefühl, so die ersten 2 cm sind vielleicht 20 Grad. Nachher ist es kalt. Aber es war voll angenehm gewesen, eigentlich. Bei mir ist immer der Bauch das Schlimmste. Ja, nein, doch, der Bauch ist schon am schlimmsten, aber das Mal bin ich ausgeschlüpft und bin nachher so aus dem Gleichgewicht gekommen und dann ist es einfach schnell gegangen. Ja, aber sonst schon so langsam und der Bauch, das ist... Am liebsten darum gehe ich schon ins Hallenbad, weil der weisst, ist irgendwie angeschrieben, 37 Grad, und sonst, ich gehe immer gerne in warmes Gewässer, so. Ja. So die heissen Bädchen, irgendwie so 39 oder 40 Grad, wo du schon halb am Schwitzen bist. Da bin ich nicht so... So richtig thermal. Ja, genau, so ja. Thermalbad. Ja. Ja, das ist schon... Ich finde, das ist einfach etwas anderes. Das ist für mich nicht auf der gleichen Stufe so. Ich mache beides gerne, aber es braucht schon beides. Ab und zu mal. So. Ich finde es eigentlich etwas so Schönes in den See zu gehen, aber man macht es halt irgendwie zu wenig. Weil es kommt einem immer gerade nach so viel Aufwand vor. Dabei ist es eigentlich kein grosser Aufwand. Wir waren ja jetzt schnell drinnen. Ja, voll. Vor allem, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Da ist es eigentlich auch easy. Mhm. Ja, voll. Mega genossen. Und es war lustig, in dieser Body, wo wir waren, hat es noch so einen kleinen älteren Mann gehabt. Es hat irgendwie gefühlt alles alte Leute gehabt. Ein paar Junge noch so, aber sonst hauptsächlich alte Leute. Mhm. Ja. Und der eine alte Mann, der ist dort irgendetwas, also der ist, glaube ich, gar nichts am Machen gewesen. Und dann hat es dort 2 noch ältere Ladies, Chicks, glaube ich, rumgehabt. Und dann hat er einfach aus dem Nichts raus mit denen angefangen zu schnurren. Und dann hat er gemerkt, die reden kein Deutsch. Okay, let's speak English. Where do you come from? Sweden. Ja, Yes, here is also Sweden. Sorry, I was curious. Nein, der Typ ist wirklich ein Meme. Ja, wir sind auf dem Tüchli gelegen und ich habe nur so aus einem Ohr gehört, wie der angefangen hat, Englisch zu reden. Und ich konnte es so nicht ernst nehmen. When I was travel around the world. then I was in Sweden. This thing, when I was 20. Ja, der Typ. Ganz witzig gewesen. Und dann hat er aber am Schluss angefangen, noch über Krieg und alles zu diskutieren. Ja, über die Flüchtlinge von der Ukraine und Ex-Jugoslawakei. Ja, der hat gerade alles thematisiert mit denen. Ja, und wie es früher war und eben mit Jugoslawien und wie dort die Flüchtlinge zu uns gekommen sind und bla bla bla. Ja. Ja, das ist, wenn du eben ein Sprachrohr von unserer Generation machst, einfach einen Podcast und laberst Scheissdreck. Und dann macht es einfach so. Er geht in die Body und labert irgendwelche Frauen an. Alte Chicks wirklich. Aufgabeln. Ja, war lustig. Ja, und er hat mir 3-mal gesagt, er ist curious. Curious, ja. Ja, das ist lustig. Erinnert mich zwar eher an andere Filme. Ja. So, aber hat das Alter nicht ganz gestimmt. vielleicht das Land auch nicht. Das ist gleich. Je nachdem. Kommt nicht drauf an. Ja. Und bei dir so? Ja, bei mir, also eigentlich das Grösste, was gelaufen ist, ich bin an einem Wikingerfest gsi. Das war eine sehr geile Erfahrung. Also ich kann es mal geschwind beschreiben. Da kann man sich vorstellen, einfach ein paar Leute, die neben dem Garten haben die irgendwie 5-6 Zelte aufgestellt und so eine Bar, wo eigentlich ein kleines Wikingerschiff war. Und so in der Mitte um den Mast herum war wie der Tresen. Und ja, nicht verdammt cool ausgesehen, also ein Wikingerschiff. Und dann bin ich mit einem Kollegen und seinem Vater angegangen.
Also die haben dort jemanden gekannt und dann sind wir dort hingegangen. Und es war eine ganz gemütliche Veranstaltung. Es sind mega viele Leute so wie Wikinger angelegt gewesen, mit Fähli und Leder. Und dann hat es dort einen Dreikampf gegeben, wo hast du mitmachen. Und wir haben natürlich unbedingt mitmachen. Was heisst Dreikampf? Genau, also es hat... Ist das ein Triathlon? Nein, einfach Dreikampf sind einfach immer 3 Disziplinen und du tust jede absolvieren. Und die 3 Disziplinen sind als allererstes Hammer rein, also ein Nagel reinschlagen gewesen, mit möglichst wenig Schlägen. Da hast du immer zuerst ansetzen. Und dann hast du mit der Rückseite, also mit der spitzigen Seite, so bei diesen Maurerhämmer sind das, glaube ich, hast du dann müssen reinhauen. Und ich bin komplett... Ich habe in der Übungsrunde 5 gebraucht. Und nachher habe ich im zweiten Versuch, was gezählt hat, habe ich 7 gehabt. Und dann hat er mich nochmal versuchen lassen und dann habe ich nochmal 7 gehabt. No. Ja, hat sich nicht dingselt. Aber der Kollege, der hat 4 geschafft, der hat Glück gehabt, also gut gemacht. Und der Vater von ihm hat wie ich auch 7 gehabt. Aber er hat noch recht Freude gemacht. Und das war aber eigentlich so der klassische Posten gewesen. Und der zweite Posten war dann so Streitaxt werfen. Also sie haben von so 800-jährigen Bäumen, so richtig dicke, haben sie so einen, ich sage mal 30 cm dick und etwa, wie breit sind die Bäume? Vielleicht einen halben Meter auf einen halben Meter oder einen Meter. Irgendwo dort zwischen so eine Scheibe aufgestellt, so 10 Meter Entfernung. Und dann hast du so eine grosse Axt bekommen, die auf beiden Seiten geschliffen war. Und dann hat dir der Typ so erklärt, wie du es heben musst, wie du anstehen musst. Und dann hast du deine Taktik finden, dass du entweder aus dem Stand wirfst oder mit noch 2 Schritten vorher. Und bei uns war alle so 2 Schritte vorher machen, geht besser. Und dann hast du probiert und die Axt, die fliegt ja nicht dorthin, wo du das Gefühl hast. Aber du musst dich so ein bisschen antasten und dann hat er in dem Moment, der dich angeleitet hat, und er gemerkt hat, jetzt hast du es langsam herausgefunden, hat er gesagt, so und jetzt musst du dir vorstellen, da vorne rennt einer mit so einer Axt auf dich zu und du musst jetzt einfach inhaben und sonst hat er dich. Ja. Und dann ich angesetzt, tack, tipptopp, zweitinnerster Kreis gesteckt. Crazy. So, ja, voll. Krass, wärst du ein guter Wikinger gewesen. Ja, wäre ein guter Wikinger geworden. Die Grösse wäre nicht so das gewesen, aber ein guter Wikinger geworden. Und dann haben wir den Zelt nachher nicht nochmal versucht, weil besser wird es nicht mehr, habe ich ihm gesagt. Aber der Till auch, also der Kollege, der hat dann auch gerade einen 800er geworfen, wo der andere ihm gesagt hat, ja, jetzt musst du nur den anderen abschiessen. Dann hat es irgendwie funktioniert. Ja, und es ist recht eine witzige Erfahrung, die Axt zu werfen, weil es ist so schwer und grob, aber ja, wenn du es dann wirfst, hast du das Gefühl, du hast es im Griff. Es macht verdammt Spass. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, an so ein Wikingerfest oder so zu gehen, müsst ihr unbedingt mal machen. Ja, wir haben dann dort weiterhin Met getrunken und so. Und ist das dann die dritte Disziplin gewesen? Genau, die dritte Disziplin ist dann zwar nicht mit Met gewesen, sondern mit Bier, und zwar einen halben Liter Bier exen. Aber aus dem Glas, also man konnte nicht einfach Tornado machen und runter mit dem. Und ja, ihr kennt das vielleicht, also wenn man exen tut, dann, es gibt so 2 Varianten. Entweder du machst die ganze Schlück und dann kommst du zu nichts, oder du machst so einmal aufkippen und reinleeren. Und die anderen 2 haben dann auch versucht und so, und die haben, glaube ich, 15 und 20 Sekunden gehabt. Und das hat aber dann schon fast keinen Punkt mehr gegeben. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss es einfach ganz oder gar nicht. Und dann habe ich Vollgas das Bier runtergeleert, habe 6 Sekunden gehabt. Was eigentlich 6 Sekunden, halben Liter Bier, ja. Kannst du den Hals so aufmachen und dann zack, runterleeren. Habe ich auch nicht wirklich gewusst. Ich habe gewusst, es kann sein, dass ich das kann. Und das hat sich dann bestätigt, habe ich wirklich können. Nur, das Problem ist, das ganze Zeug geht schnell rein, aber das ist voll Kohlensäure und schaumt. Und ich bin dann dort gestanden und ich habe gemerkt, brodelt in mir rein, brodelt. Ich bin dann in die Knie gegangen und dann Wlup, und dann ist einfach wieder ein bisschen Schaum und so. Yeah. Einfach nur Schaum von dieser Kohlensäure ist mir dann so wie zum Maul ausgeschäumt. Wie wenn ich irgendeine tolle Wut hätte oder so. Ja, dann habe ich den zum Maul ausgeschäumt und der andere, der besoffene Wikinger, hat die ganze Zeit gefunden, ja weisst, jeder zweite, jeder dritte passiert das, weißt du, bist du für schnell gewesen und so. Und ich dort nur am Leiden, so. Ja, aber witzige Erfahrung gewesen. Also, ich gebe auf jeden Fall keine Empfehlung ab. Einen halben Liter Bier, es ist nicht angenehm. Also vor allem im Nachhinein nicht.
Es ist ganz, ganz komisch. Aber das Wikinger-Dings allgemein, das kannst du empfehlen? Das Wikinger allgemein 100%. Also muss man unbedingt mal gesehen haben, so etwas, finde ich. Oder vielleicht auch ein Wikinger, also so ein Mittelaltermarkt. Das hat so ein bisschen den Charme gehabt. Die Leute waren mega chillig, wir haben x Leute kennengelernt, haben mit allen ein bisschen Met getrunken und geschnurrt und alle ganz gemütlich unterwegs. Hast noch Bogen schiessen. Das war aber dann keine Challenge, also es hat nicht gezählt, aber er hat dort Langbögen gehabt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Der Kollege, mit dem ich war, hat eben früher mal Bogen geschossen und ich bin dann ab und zu auch mitgegangen und so. Und dann hat man dort so einen Langbogen bekommen. Der war so gross wie ich, wenn nicht sogar noch grösser, der Bogen. Und du hast ihn auch fast nicht ziehen. Also bei mir war es ganz knapp. Aber wenn du ihn mögen ziehen, dann ist das ist geflogen. Also, das ist wie ein Schuss. Einfach recht Eindruck geschindet. Ja, wenn du es glaubst, im Griff hast mit Bogenschiessen, dann... Aber es gibt ja auch Jäger, die mit dem Bogen gehen jagen. Ja, also vor allem, und das war jetzt eben halt ein alter Bogen gewesen. Und ich habe immer gedacht, ja, früher mit diesen Bögen und so, ja, das ist nicht das Gleiche wie heute die Hightech-Bögen, die da gespannt werden, wo du fast keine Kraft brauchst und so. Aber, also, musst halt trainieren. Dann ist das krasse Waffe. Das hat vom Sputteam, also Sputteam. Kennst du das Ja, Sputteam? das habe ich auch schon, ja. Das ist der den Sponge-Stream gemacht hat. Ja, genau, das Sponge-Stream von Dalkopf. Genau, und der hat auch einen YouTube-Channel und der hat alle Sachen schon mal ein bisschen verarscht. Unter anderem Game of Thrones. Und bei ihm hat es Game of Jones geheissen. Und dort war aber auch so, musst trainieren, Bronne. Bronne, ja. Musst trainieren. Ja. Ja, ist so. Fetzen geworden. Das Video kann ich extrem empfehlen. Das allgemein, der Typ ist hure lustig. Ja. Auch mit dem SpongeBob, mit dem Wie geht das? Pingu macht Probleme. Ich glaube auch von ihm. Ja, Pingu. bin ich nicht sicher, ob das auch vom Sput mal kommt. Doch, ich glaube schon. Das ist die gleiche Art. So mit dem so, hey, die behinderten Kinder sind dort am Fußballspiel, Alter. Geht ihr weg von meinem Parkplatz? Ich muss meine fette BMW parkieren. Das waren gute Videos. Der Miroslav. Ja, genau. Das ist der Thaddeus und Patrick ist der Okay. Okay. Okay von Türkei. Ja, ganz lustige Videos. Ja, ganz lustig. Sputin, ja, das ist bei mir so gelaufen, würde ich sagen, lässig, als Highlight. Ja. Bei mir war das Wochenende nicht so Wikinger geprägt gewesen, sondern es ist ein bisschen gemütlicher zu und her gegangen. Bin aber trotzdem auch einmal wirklich ins Schnaufen gekommen. Und zwar am Samstag hat ein alter Kollege vom Militär den 25. Geburtstag gefeiert. Und es war ja schönes Wetter, sind wir zu Rapperswil unten dran beim Tech, dort beim Bahnhof, hat es auf der einen Seite so Beachvolleyballfeld und ein bisschen Rasen und so. Und sind wir dort, haben wir uns ausgebreitet. Und das ist noch ein spannendes Ding, das ich auch mal wieder festgestellt habe. In dieser scheiß WhatsApp-Gruppe waren etwa 80 Leute drin. Aha. Wie viele sind am Schluss nachher gekommen? Oh. 15. Jetzt habe ich das schätzen. 15 ist sehr wenig. 15 Schneuz sind von diesen 80 gekommen und weißt, von diesen 80 hätten etwa 60 zugesagt. Krass. Und da, also vielleicht eine wenn Zusage auf WhatsApp, das ist eine gute Beobachtung, die habe ich auch schon gemacht, sagt nicht mehr viel aus. Eine Zusage auf WhatsApp kann auch gut noch keine Zusage sein. Aber ich frage mich, wieso? Ich weiss nicht. Gut, wenn ich so denke, ich habe mich auch schon verwünscht, dass ich zum Beispiel von jemandem auf WhatsApp eine Anfrage bekomme, gerade für so etwas, und dann heisst es, hast du Bock zum Kommen? Und dann bist du so, ja, prinzipiell schon, aber ich weiss jetzt noch nicht, ob ich mir dann die Zeit nehme. So, und dann sagt man prinzipiell ja, aber hat noch nicht voll bestätigt und vielleicht nimmt man das dann auch falsch auf. Unter so. Bedingungen. Ja, oder ich sage jetzt mal, wenn ich nicht schreibe, ja, ich komme, sondern nur, ja, ich hätte Bock, dann ist das schon noch kein «Ich bin dabei». Aber eben, es ist missverständlich schnell auf WhatsApp. Ja, also in dem Fall, der Kollege hat vor 2 Monaten, glaube ich, WhatsApp-Gruppe gemacht und weißt so das lange Textli, wo immer zuerst... Der Klassiker, so ja. Es gibt eine Gruppe Geburi und es schreibt nie über bis der geschrieben hat, was sie gemacht hat. Genau, das ist so auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Und dann gibt es ja auch die neue Funktion im WhatsApp, dass man so Umfragen machen kann. Ich komme nicht, unter Vorbehalt so, und nachher gibt es eine Abstimmung in dem Sinn. Und dort haben 40 oder 50 Leute zugesagt
sich dort eindingseln und nicht unter Vorbehalt. Oder ich weiss es noch nicht, oder wie es das ist was hat. anderes. Und da finde ich halt schon, ist unsere Generation, und das ist wahrscheinlich einfach so, wenn du in dem Moment eine bessere Alternative hast, gehst du einfach nicht an das Ort, wo eigentlich dich oder zugesagt hast. Ja. Ja, das ist auch eine Entwicklung, die ich schon auch wahrnehme. Aber eher eben bei so Festen oder so. Weniger unter den Kollegen selber, sondern wirklich, wenn so Events, Festen oder in einen Club oder etwas gehst. Voll, ja. Aber ist mit diesen 15 Schnäuzen gleich lustig geworden. Sind dann auch Volleyball spielen. Weil ich bin eigentlich in der Schule immer hure gut im Volleyball. Weil so in der Oberstufe bin ich jemand von der Grössten, so gewesen, einfach Körpergrösse mässig. Ja. Und in der Oberstufe tust du das Netz auch noch nicht zur Oberstufe stellen. Ah, das kann sein, ja. Und dort konnte ich einfach immer blocken und wenn ich konnte smashen, dann habe ich den Böll runtergefetzt. Jetzt, danach in Rappi, ist ein Sand halt am Boden gewesen. Und wenn du Sand hast, dann kannst du einfach nicht richtig gumpen, also finde ich so. Kannst nicht so richtig abspringen. Stell mir das gerade vor, nicht so, Beine strecken sich, aber er bewegt sich nicht. Ja, aus dem Sand kannst du nicht so gut abgumpen als unter festem Boden. Ja, absolut. Und das Netz ist halt wirklich auf 2 Meter 10, 20 oder so da oben gewesen. Mindestens 3. Minimum 3, wenn nicht 3. 4. Und halt an der prallen Sonne. Und dort habe ich einfach auch gemerkt, so Bürojob, Bürogummi ist nicht unbedingt förderlich für die Volleyball oder sonst irgendeine Karriere. Ja, das kann man vorstellen. Ja, dort bin ich an diesem Abend ziemlich K.O. gewesen. Ja, das glaube ich. Es ist auch streng. Also sicher strenger im Sand, weil du halt einfach immer weniger Widerstand hast, wenn du abtrittst. Also, oder abstehst. Versinkst oder versaufst in dem... Ja, also, du hast einfach weniger Widerstand. Darum ziehst du ja beim Fußballspielen Noppenschuhe an, darum haben Renner die Schuhe mit den Haken, einfach damit dort, wo du stehst, du auch haftest. Weil du sonst einfach viel mehr Kraft brauchst für viel weniger. Es geht Energie verloren. Der Newton wäre stolz auf uns. Ja. Ja. Isaac Newton. Ja, der Isaac. Ja, Sack. Ist dann lustig gewesen, sind dann noch zu ihm oder zu ihnen heim. Er lebt in einer WG und dann gemütlich noch Grill gemacht. Und das Problem war eben, sie haben einen Gasgrill. Darum haben wir einen Elektrogrill. Ja, genau. Und das ist genau so die beschissenste Scheißsituation. Alle haben das Fleisch auf dem Grill. Alle sind am Warten, alles schön am Brutzeln und nachher geht die Gasflasche leer. Das ist ganz übel. Sie haben eben keine Ersatzgasflasche gehabt. Heisst, alles abräumen, alles in die Küche raus transportieren, alles in die Pfanne verfrachten. Ja, das ist aber schon enttäuscht. Ich meine, jeder Schweizer weiss, man hat immer 2 Gasflaschen die Weil wenn sie duschen ist nachher... Ja. Das ist vielleicht ein WG-Problem, dass niemand so... Also das Problem gehört an niemandem. Ja, und der Nächste geht sicher wieder eine Gasflasche posten. Eine. Ja, hat ja dann wieder. Ja, eben, ja. Von dem her, ja. Aber es war mega ein entspannter Abend und auch ein paar neue Leute wieder dürfen kennenlernen aus dem Zürich-Oberland. Dort bin ich eigentlich seit längerer Zeit nicht mehr unterwegs. Und ja, es ist gemütlich, sehr gemütlich. Also haben sie es nachher einfach gekocht? Oder? Ja, nachher in der Pfanne einfach gebrutzelt und es ist halt schon nicht das Gleiche. Nein, ja. Vor allem, wenn du es zuerst auf dem Grill hast. Nee. Ja, also jedes Mannenherz sagt einfach nee, Digga. Oh Mann. Ja, aber ist schon gleich irgendwie gegangen. Ja. Mit meinem letzten Bus heim. Und dann ist das eine gemütliche Sache geworden. Voll. Schön. Also viel entspannter, glaube ich, als Bier runterexen und Äxte rumrühren und so. Also entspannt war es schon nicht. Entspannt wird schon anders sein. Aber es war dafür eine lustige Atmosphäre. So. Ja. Was ich aber an diesem Samstag auch mal das erste Mal gespielt habe, ist Menschenschach. Menschenschach. Also... so wie Kuhschach, einfach mit Leuten. Was ist Kuhschach? Ja, erzähl mal, was ist denn Menschenschach? Also Menschenschach, ich habe das vorne auch nicht gekannt, aber wenn
so 10, 20 Leute bist, kannst du das eigentlich wirklich cool in einer Body spielen. Du machst 2 Gruppen und danach gibt es ein paar Bauern, dann gibt es einen Turm, dann gibt es einen Läufer und einen König. Und die 2 Gruppen tun quasi unabhängig voneinander, ohne dass die voneinander wissen, die Charaktere oder die Rollen bestimmen. Und dann kann jeder Mensch dann quasi verschiedene Spielzeuge machen. Und du tust dich dann irgendwo auf einer Wiese auch so auflinieren, gegenüberstellen. Und dann tut man quasi mit Gumpen du Schachzeug machen. Und dann das Rössli kann eins führen und eins links oder rechts. Im normalen Schach wären es ja 2 auf die Seite so. Aber im Menschenschach ist immer mit einmal Gumpen so. Der Turm kann schräg, oder der Läufer kann also schräg. Wie beim Schach, wie beim Schach, genau. Und das Ziel ist dann, den König von der gegenüberliegenden Seite zu berühren. Eigentlich mit Berühren rührst du einen raus. Und dann musst du immer ein bisschen taktisch überlegen, wie weit dass du gumpen und wie weit dass der andere wieder gumpen kann, ohne dass er dich berühren kann. Und du darfst eben, wenn du gumpen bist, darfst du nicht aus dem Gleichgewicht fallen, sonst gehst du selber raus. Plus mit dem Berühren darfst du sowieso nicht den Boden berühren. Also nicht irgendwie am Boden runterhauen und dann die Füße irgendwie streicheln. Der läuft nicht. Also wie normal im Schach? Ja, eigentlich eine Art wie normales Schach. Und jetzt weiss ich nicht, was Kuhschach ist. Ja, Kuhschach spielst du mit Hölzern. Das ist etwas anderes. Das hat nichts mit Schach zu tun in dem Sinne. Okay. Voll. Also hat auch einen König und so und ist auch für die Body. Das ist ein ganz lässiges Spiel. Aber noch eine Frage zu dem Schach. Also wissen denn die anderen, wer der König ist oder wer nicht? Also in der eigenen Gruppe weiss man das, aber die andere Gruppe weiss das nicht. Okay, ja, weil das ist ja der Unterschied zum Schach. Ja. Weil dort siehst du es ja. Genau, ja. Aber das stelle ich mir noch spannend vor. Ja, und da haben wir jetzt herausgefunden, der König muss eigentlich immer zuhinterst hinlassen, dass alle vorne durch immer aufräumen können. Im normalen Schach gibt es ja auch irgendwie so, kannst du den Turm mit dem König irgendwie so switchen und so. Aber das hat einen Namen. Rochade. Rochade, ja. Rochade. Ja, Rochade. Krass, dass man das jetzt zusammengebracht hat. Ja, genau, Ja. Rochade. Ja. Kannst du es wechseln. Aha. Ja. Aber so Sachen gibt es dann im Menschenschach natürlich nicht. Ja, gut, ja. Ist ja so schon genug lustig wahrscheinlich. Ja. Aber es ist noch spannend, weil eben Kuhschach, das ist auch noch ein cooles Spiel. Das muss man eigentlich auch fast mal spielen. Dort ist es so, dass du auch 2 Teams machst, die sich gegenüber aufstellen. Und dann gibt es in der Mitte ein Holz, das steht, das ist der König, der hat eine Krone. Und dann bist du auf deiner Seite, da gibt es in dem Sinne einfach 2 Aussenmarkierungen, wo deine Linie ist von deinem Team. Und auf dieser Linie stellst du 5 oder 6 Hölzer auf, die dort stehen. Und dann bekommst du immer als Team 3 runde Hölzer, die du auf die wirfst. So ein bisschen Kegelvölk. Das Werfen ist wie bei Kegeln und mit Völkern hat es nichts zu tun. Okay. Also, nein, nicht wie Kegelvölk. Ich weiss nicht, was das ist. Das haben wir in der Oberstufe immer gespielt. Da hat jeder einen Kegel bekommen, also wie beim Bowling. Aha, ja, jetzt weiss ich, was du meinst. Ja, und voll. dann musst du mit dem Böllen quasi und ein Mensch war mit dem Kegel connected gewesen. Ja, voll. Wenn der Kegel umgeht, kommst du in den Himmel rauf. Also du bist nicht mit dem Kegel connected oder so, sondern du musst ihn dort anwerfen und nachher, wenn du alle umgerührt hast, musst du möglichst schnell an den König anwerfen und der darf aber nicht umfallen. Und dann so irgendwie geht das Spiel dann fertig. Aber es ist wirklich lustig. Es ist recht auch noch schwierig halt, weil die nicht so breit oder gross sind. Macht hure Freude. Es ist nur Hölzchen umwerfen, aber macht recht Spass. Ja. Lässig. Hat auch Haufen Leute gehabt, die so Badminton bei uns in der Body gespielt haben. Oder halt einfach sehr junge Jugendliche, die noch Hormonschübe und so haben, die in der ganzen Menschenmenge so den Fußball rumgeshootet haben. Aha. Und ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber da bin ich auch schon in einem Alter, wo mich das irgendwie bis zu einem gewissen Maß ein bisschen mag. Aber wirklich? Ja, also so über die Köpfe und so von liegenden Menschen spielen, finde ich einfach finde ich ein bisschen frech. Über die Köpfe?
Ja, also richtig quasi über die so, Leute drüber ja, geschossen. so Two-Touch oder One-Touch. Also wo der einfach Ball nur hochheben. Also einfach so jonglierenmässig und dann halt über die Leute und so. Und Okay. der ist immer in die Leute und die Leute haben sich aufgeregt und die sind gelandet, dann mit dem Ball. im See. Ja, aber und die Leute haben müssen, also die haben wollen verschwinden und die haben, Ja, ich finde, ich muss sagen, da hat so zwei Herzen in mir. Ich finde, wenn nichts passiert und der Ball mal zu dir rollt, dann, Alter, häng mal dein Leben. Aber ich meine, wenn jetzt einer da voll so wie du es jetzt beschrieben hast, am Umschiessen ist, dann ist es ja gefährlich. Genau. Also, dann hätte ich als Buddy die rausgestellt. Eigentlich. Also einfach ein öffentlicher Platz, das vielleicht. Ja. Keine Aufsicht in dem Sinn. Jetzt hättest du dann müssen sagen. Ja, du. Aber so ist auch unsere Schweiz, oder? Ja. Ja. Aber was habe ich mir da alles aufgeschrieben? Was bei mir noch passiert ist, und das vielleicht an alle jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich euch noch ein kleines Tipp geben. Das habe ich leider zu spät bemerkt, dass es so etwas gibt. Oder mir ist das einfach irgendwie vorbeigegangen. Die Zürcher Kantonalbank, ZKB, hat so ein Studenten-Abo. Eine Art wie, also jede Kantonalbank hat eigentlich Stu-Card bei ihnen im Angebot. Jetzt aber bei der ZKB ist das connected mit einem ZVV-Abo. Und zwar kannst du am Freitag und am Kärtchen, oder? Du musst, also bei mir ist die ganze Anmeldung noch nicht 100% durch, aber diese Woche sollte ich noch ein Brief bekommen. Und am Freitag und am Samstag ab dem 7. Uhr am Abend kannst du mit der App, also mit der ZKB-App, eine Art gratis ÖV fahren. Bei uns umeinander. Für was brauchst du für das? Ein Bankkonto? Ein Bankkonto, ja. Okay, genau. Es geht um ein Bankkonto. Genau. Und bis anhin bin ich bei der Schweizer und bei der St. Galler Kantonalbank gewesen. Und die haben das einfach nicht. Und wenn ich das schon früher gewusst hätte, weil ich bin jetzt seit 3 Jahren am Studieren, und bis 28 ist das, glaube ich, wenn du am Studieren bist, kannst du quasi so ein Bankkonto gratis bei denen haben. Einfach mit dem gratis ZVV, Freitag und Samstag am Abend, finde ich das ein cooles Ding, eigentlich Angebot. Für alle, die am Studieren sind, die bei uns Zürichsee ZVV-Gebiet umeinander zuhören, ist das wirklich eine fette Sache. Das ist eine coole Sache. Voll. Habe ich gedacht, muss ich noch schnell platzieren. Ja, das ist cool. Ich bin am Anfang nicht rausgekommen, von was du erzählst. Wegen ZKB, also eine Bank, aber von was? Ja. Und du hast es mir ja sogar schon mal erzählt, aber jetzt verstehe ich es. Ja, voll. Ja, da muss man allgemein als Student, in der Zeit, wo ich Student war, du hast bei allen möglichen Zeug kannst du Studentendinge angeben, bei Online-Sachen, bei der SBB sogar. Du kannst auch wirklich überall eigentlich Studentendinge angeben. Also wenn ihr Student sind und noch nicht gecheckt habt, dass ihr Student sind, dann könnt ihr und machen das Zeug, ihr seid Studenten. Das ist wirklich, aber das ist einem gar nicht so bewusst. Und so Geschichten einfach ausnutzen, für das ist es ja da. Für das ist es da. Man muss es einfach wissen. Ja, und ganz klar, es ist ja auf Gegenseitigkeit beruhend. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du wegen dem zu ihnen gehst und dann aus Faulheit, wenn du das nicht mehr hast, bei ihnen bleibst, ist recht gross. Darum, die schenken dir das ja auch nicht einfach, weil es liebe Siechen sind, sondern weil sie dich als Kunde behalten wollen. Oder gewinnen. Und darum nutzen, solange man kann, und dann wieder umorientieren. Genau. Darum, genau in einem Jahr tue ich mein Konto bei der ZKB wieder künden. Ja. Saldieren, sagt man dem. Ach so. Saldieren. Zum Glück muss ich das nicht wissen. Ja, voll. Spannend, ja. Habe ich noch gedacht, muss ich noch schnell droppen. Ja, voll. So Freitag, Samstagabend, wenn du irgendwie auf Zürich in den Ausgang gehst, was es ja noch jemanden gibt, gehst du in ein Konzert oder ins Hive oder sonst irgendwie noch jemand hin, kann man froh sein, wenn man einfach dann gratis unterwegs ist. Ja, voll. Und vor dem 7. Uhr gehst du einfach nicht in den Ausgang. Nein, das nicht. Aber vor allem die Frage ist, bis wann ist es am nächsten Tag? Ist es bis um 9 Uhr oder? Gute Frage. Das ist vor allem entscheidend. Ich meinte, ich wollte jetzt aber keine falschen Informationen verbreiten. Das ist nicht so schlimm.
Für das sind wir im Fuschcast. Ich meinte einfach, bis der reguläre Fahrplan wieder anfängt. Und bei uns denke ich, so ab 5:30 oder so. Das ist schon früh, ja. Ja, 5:30, 6 fahren die ersten Züge wieder. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, bis dann. Okay. Das ist quasi einfach so das Nachtangebot, weil das ZKB ist Hauptsponsor von dem Nacht... Wie heisst das bei uns? Es hat irgendwie einen Namen. Ich weiss nicht, auf was du raus willst. Nachtverkehr oder Nachtzug? Ja, oder? also das ganze Nachtangebot, das hat bei uns umeinander eben einen Namen. Aha, ja, das kann sein. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Nachtgänger oder irgendwie so heisst das, glaube ich. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, sobald vor dem Zeug SN steht. Ja, genau. Ja. Voll. SN. Früher war ja noch mit dem 5 Stutz Nachtzuschlag. Korrekt. Den man gerne vergessen hat, wenn man im Ausgang war. Mhm. Ja, und wir haben mal einen ganz lieben Kontrolleur gehabt. Er hat die Kollegin, also irgendwie, wir waren eine Gruppe von 6 Leuten in der Ausbildung in Luzern hinten. Und dann haben wir dort mit dem Zug fahren und es war schon spät in der Nacht. Wir haben eine Nacht dort bei der Kollegin gepennt und sind am nächsten Tag wieder dort in die Schule. Und dann sind wir im Zug und wir haben, also so ich und der Kollege haben ein Billett gehabt, aber die anderen haben kein Billett gehabt. Und die eine, bei der wir übernachtet haben, die war 10 Jahre älter wie wir. Die hat dort schon eine eigene Wohnung mit einem Freund gehabt. Das war ihre zweite Ausbildung. Und eine mega coole Frau. Und die war dann aber auch schon ein bisschen lustig. Wir haben gut etwas getrunken. Und dann sind wir dort im Zug gehockt und dann ist der Kontrolleur gekommen und das wäre auch Nachtzuschlag pflichtig gewesen. Und wir haben gesehen, er ist bei uns durchgelaufen und hat vorne dann angefangen. Oder? Also, wir haben gewusst, er kommt zu uns, aber wir sind hops. Und dann haben wir ihr gesagt, ja, musst online lösen. Weißt, nachher kannst du noch so und so und reinsneaken. Das hat dort noch funktioniert. Dort haben sie nicht gesehen, ist erst gerade gelöst worden. Und dann sie, nein, weißt, ich bin eine junge Frau, ich kann das. Und wir so, nee, nie im Leben. Dann ist der Kontrolleur gekommen, hat sie mit dem ein bisschen gesülznet, der hat allen 3 keinen Buss gegeben. Hat einfach funktioniert. Sie hat ein bisschen besülzt, war ein bisschen lieb. Ja, hat einfach funktioniert. Live in. Ja, hat einfach funktioniert. Das ist die Macht von gut aussehenden Frauen. Ja, wirklich. Also wirklich. Und sie, weißt du, in einer Raum so, komm, kannst du ja noch, hast du jetzt noch Zeit, hast du Glück gehabt? Nein! Ich bin eine junge Frau, ich kann das. Wunderbar, die hat das auch noch gemacht. Ich muss ehrlich sein, weil ich habe die gleiche Erfahrung aber auch einmal gemacht. Ich war mit meiner Cousine auch mit der ÖV unterwegs gewesen. Und meine Cousine ist ein halbes Jahr jünger als ich und sie ist auch blond, blaue Augen, gut aussehend wie ich natürlich. Und dort, wir haben einfach so ein bisschen Bärli-mässig gewirkt, so für ausstehende Personen. So. Und danach habe ich habe nur ein einfaches Billett gelöst, nicht Retour. Und dann Retour, ich habe das Gefühl gehabt, ja, das funktioniert schon. Oder ich habe es wirklich nicht im Kopf gehabt, dass ich jetzt da eigentlich schwarz fahre. Und meine Cousine hat irgendwie ein Streckabo gehabt. Und danach hat der Kontrolleur auch quasi die Situation verstanden. Aha, das ist die junge Jongli von dieser Hübschen. Ja, den müssen wir jetzt nicht da die Unterhosen runterlassen und ihn vor der Freundin bloßstellen in dem Sinn. Aha. Da musste ich einfach 5 Stutz noch schnell draufzahlen und dann war Spass da. Cool. Also wirklich... habe ich aber auch schon andere Kontrolleure erlebt. Ja, voll. Gerade jetzt so mit der Freundin hätte ich eher gedacht, dass es umgekehrt ist. Weil wenn du mit der Freundin bist, habe ich eher erlebt, dass andere Männer weniger Freude an dir haben. Wenn du mit einer Frau unterwegs bist, dann sind sie eher so, du hast schon das, was ich vielleicht gerne wählen würde, also tue ich dich gerade erst recht bedingseln. Ja. So. Ich finde jetzt spannend, dass der das so empfunden hat. Vielleicht haben wir so verliebt und rosarote Brille. Ja, weiss nicht. Aber ich habe es eben auch mal, also das gibt es einfach manchmal, wo am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt einfach alles falsch irgendwie. Und ich habe auch auf dem SBB-App, auf dem Handy, das wie heisst Easy Ride, habe ich mich dort eingecheckt, bin rein. Und danach ist das während dem Fahren plötzlich einfach nicht mehr gegangen. Und dann kommt genau in diesem scheiß Moment. Du hast sogar gemerkt, dass es nicht geht? Ich habe gemerkt, plus. Scheisse. Aber
ich habe, warum auch immer, in dem Moment einfach ein schlechtes, also schon bevor das App nicht mehr funktioniert hat und so, habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt heute einfach nicht. Ich weiss nicht, wieso, Hellseher. aber ich habe einfach ein schlechtes Bauchgefühl irgendwie gehabt. Ja, vor allem wird es eben nachher bestätigt und dann... Und nachher habe ich einen Screenshot gemacht, wie ich eingecheckt war von dem QR-Code und alles drum und dran. Und dann ist die Kontrolleurin gekommen, habe ich eine App aufmachen, ist genau hat nicht funktioniert. Habe ich den Screenshot gezeigt und danach auf ihrem Gerät hat es irgendwie Error, irgendwie einfach Fehlermeldung gegeben. Und dann hat sie dann gesagt, sie tut mir leid, aber irgendwie ihr Billett ist nicht gültig. Ich muss ihnen einen Bus machen, 100 Stutz und so. Ich denke, ja, bravo, super. Jetzt habe ich alles richtig gemacht, gleich nicht. Und dann, das Geile war, eine Viertelstunde später kommt in den 20 Minuten grosser Bericht, SBB-App, Absturz, alle dürfen quasi gratis einsteigen, weil es kann einfach nicht funktionieren. Oh mein Gott, und ich mit einer 100 Franken Bus dort am Bahnhof und ich habe mich einfach richtig verarscht gefühlt. Ja, das glaube ich. Einfach ficken euch alle zusammen in den Arsch. Twist, hey, Scheiße. Und nachher habe ich dann auch am Kundendienst halt ein E-Mail gemacht, hey, 20 Minuten Artikel und nachher mein Billett mit der Zeit, mein Screenshot, alles drum und dran. Und dann ist auch noch, also da richtig fette Props, so SBB Kundendienst, die haben von dem 20-Minuten-Artikel gar nicht gewusst. Ja, okay. Super. Also richtig hast super. Hast du es zurückbekommen? Ich habe dann, weil auf dem Easy Ride hat es mir eine Art die 3,60 Franken oder so hat's mir nicht abgebucht für die reguläre Fahrt. Und dann mit 5-mal hin und her Kundendienst haben sie dann gesagt, ja, ich soll zum nächsten SBB-Schalter und die 3,60 Franken zahlen. Okay, ja. Also die 100 Franken sind mir gut geschrieben, ja. Die Rechnung ist storniert worden, aber halt wegen 3,60 Franken bin ich dort eine Viertelstunde an einen Ort angereist. Ja. Es ist halt, Kontrolleure sind auch nur Menschen. Das habe ich auch müssen merken. Ich bin eine Zeit lang also nicht direkt für die SBB, aber in den SBB-Zügen unterwegs gewesen mit einem Messgerät und habe Signalmasten gemessen, weil die überarbeiten ihr eigenes Netz und so. Und man muss immer so Testfahrten machen und das messen mit einem Gerät, weil da braucht es Referenzen. Und bei dem war es auch so, als ich eingeführt worden bin, du hast die Pflicht, du musst an einem gewissen Waggon sitzen, einen gewissen Platz immer. Das geht natürlich nicht immer auf, weil wir von einer externen Firma waren, aber schon im Auftrag für die SBB ist es so, dass du normal die Billett zahlst, das dann aber schon über die SBB abgerechnet wird, weil du schaffst ja im Zug. Ist ja logisch. Und es war aber dann auch so, dass wir nicht Erstklasse fahren durften. Manchmal ist der Zufall, dass du den Wagen hättest messen sollen, der aber eine Erstklasse war. Und dann hast du, wenn es einen Kontrolleur gehabt hast, kurz fragen. Und die meisten haben gesagt, ja easy, sitz rein, stört mich nicht, du bist da am Messen. So. Ist ja auch völlig lässig, man hilft einander. Und als ich aber eingeführt worden bin, sind wir normal im Zweitklasswagen gehockt, am richtigen Platz. Er hat mir alles erklärt, hat das Gerät offen gehabt. Da ist der Kontrolleur gekommen und ich habe mein Billett gelöst gehabt, aber weil er mir am Erklären war und alles, hat er es nicht geschafft zu lösen. Und dann haben wir ihm auch gesagt, hey, wir sind hier am Messen für die SBB, schau da den Ausweis, schau da unser SBB-Telefon und alles. Und der einfach muss trotzdem Bus geben. Hat ihm trotzdem einen Bus gegeben. Ja, also kommst du nicht raus. Die eine Kontrolleur, ja easy, sitzt dort an, ist ja gut, wir arbeiten dann im gleichen Boot. Die anderen finden, nein du Pisser, hast du es vergessen, jetzt musst du dein Geschäft den Bus zahlen. Völlig eins zu viel. Also ja, wahrscheinlich halt das Geschäft läutet am anderen Kollegen bei der SBB an. Hey, look, die Nummer kannst du schnell stornieren, ja, kein Problem, zack, bumm. Also könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, weiss ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, wäre ja auch dämlich, wenn nicht. Also ist ja schon lustig, dass du das so machen musst, weil sie halt auch staatlich sind, dass sie alles normal verrechnen und verbuchen und du das Billett kaufst. Aber dass dann in so Situationen... Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also, ich habe auf jeden Fall dann immer das Billett gehabt. Ja. Aber bin dann auch ab und zu in die erste Klasse. Habe dann aber immer einen Kontrolleur gehabt, der dann gefunden hat, ja.
Der ist am Arbeiten, der muss da vorne rechts oder... Ja, genau. Es ist immer vorne rechts, genau. Ja. Immer vorne rechts und immer in Fahrtrichtung rechts. Das, ja... Und das ist halt blöd, wenn der Zug voll war. Dann musst du angehen, so, hey, Entschuldigung, ich muss da messen. Ich weiss, ich bin nicht irgendwie offiziell angelegt, aber also, ich muss da etwas messen und die Leute sind gar nicht rausgekommen. Was misst der jetzt da? Ich kann es auch nicht erklären, weil ich weiss es ja selber nicht genau. Ich war auch nur Messer und nicht Auswerter. Ja, dann bist du dann gehockt, mit dem Laptop ausbreitet und alles und Dokumente am Schreiben, wieder messen, wieder schauen. Ja. Aber da hat es ja auch schon, es gibt einige Videos auf YouTube oder auch sonst, wo eine Art Arbeitskleider, mit Arbeitskleidern kommst du überall rein. Ja. Wenn du einfach so eine orangige Weste und ein bisschen Arbeitshose so anhast und dann hast du einen Leiter in der Hand oder so und laufst in ein Kino rein und sagst, ja, ich muss dort hinten schnell eine Lampe auswechseln und so. Also ich sage, bei so Sachen, wo es einen Einlass gibt, ist es schwieriger. Aber bei allen anderen Sachen, die ich im Gartenbau gearbeitet habe, wenn du Gärtnerkleider angehabt hast mit einem Gartenbau-T-Shirt, du bist dort in dem Sinne in der Privatgärten gewesen, dann hast du manchmal so, hat es ganz selten gegeben, dass mal einer ein Problem gemacht hat, weil die Leute wissen ja alle, du bist ja der Gärtner, der muss da sein. Und dann sagt dir keiner etwas. Ja. Das ist eigentlich lustig. Also das eine Video, das ich gerade im Kopf habe, ist so ein Freizeitpark. Ich weiss jetzt nicht mehr, Disneyland oder sonst irgendwo in Amerika. Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Und dort halt auch sind sie vor den Schranken gestanden und auch so Einlass. Menschen, die das Billett anschauen. Und dann haben sie zuerst gefragt, hey, komme ich da gratis rein, ich habe nicht so viel Geld. Und die haben halt auch müssen sagen, sorry, ohne Ticket kommst du nicht rein. Sind sie schnell hinter der Ecke, schnell anders anlegen, Leiter in die Hand und dann sind sie ohne Probleme reingekommen. Ja. Aber sie müssen arbeiten. Meistens wird dann eben abgefragt und dann ganz früher oder später kommen sie wieder raus. Ist schon so, aber... Das, also, wenn ich denke, das ist auch das Einzige, was dich unterscheidet bei so Events, gerade auch wenn ich zum Beispiel am Fotografieren bin oder am Filmen, dann du bekommst ein Badge oder so und du hast so ein Ding um den Hals, das kennt jeder eigentlich von so Sachen. Sobald du den Badge anhast, es fragt dich keiner, wer bist du, was machst du. Wenn du dort rein, du bist einfach am Rumlaufen. Und das ist auch so etwas. Eine Kamera in die Hand nehmen und ein Badge. Und jeder lässt dich überall irgendwo reinlaufen. Alle Türen stehen drauf. Es ist wirklich so. Also, klar, das kannst du nicht machen, weil da bist auch mal ganz geschwind, wenn jetzt Leute auf dumme Ideen gekommen sind. Gerade bei so Zeug, das kann sehr schnell ins Auge gehen, weil wenn du so einen Badge noch fälschst oder so, dann ist es schnell mal noch dumm, wenn es Urkundenfälschung ist. Ja, dann bist du ganz schnell in Teufelsküche. Ich weiss nicht, ob du das mitbekommen hast. Ist eine mit dem GA von der Schwester rumgefahren. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist in 20 Minuten, glaube ich, gekommen. Die ist mit dem GA rumgefahren von der Schwester, ist dann in die Kontrolle gekommen, hat eben das GA gezeigt, plus das GA war abgelaufen gewesen. Und der andere ist dann gewundert worden, hat das herausgefunden, hat sie mitgeschleicht. Jetzt ist das Ding, einmal ist sie wegen Dokumentenfälschung angezeigt worden, plus wegen dem Schwarzfahren. Jetzt hat sie einmal die Busse zahlen müssen. Genau, einfach die Busse fürs Schwarzfahren. Plus, weil sie eben Dokumentenfälschung in der SBB gemacht hat, hat sie dort 600 Stutz nur schon von der SBB als Strafe. Und weißt du, wie viel war wegen die Busse gewesen, wegen Urkundenfälschung von der Polizei? 3'500. Jetzt hat die, weil sie ihr Billett einfach mal das von der Schwester gezeigt hat, hat sie am Schluss irgendwie 4'500 Stutz. Ja, kannst du fast 2 GAs kaufen von dem Geld. Je nachdem, wie alt das ist. Genau, ja, jung. Es war eine Junge. Okay. 20, 21 oder so. Ja, und dann hast du das Gefühl, ja, Scheiße, jetzt werde ich gefickt wegen 100 Stutz. Dann hebst du das irgendein GA an, das du noch hast. Und nachher bist du wegen Urkundenfälschung am Arsch. Hey, das... Also gescheiter einfach sein lassen, dann wirklich einfach die 100 Stutz kassieren. Ja, also die Erfahrungen, die ich in dem Sinne mit Urkundenfälschungen nicht selber bin, noch nie ins Problem hineingekommen. Und ich habe auch noch nie irgendwie probiert, irgendetwas zu fälschen. Aber wir haben, in der Schule haben wir, lustigerweise kennen wir einen, der ist zuerst bei mir in die Schule gekommen. Stimmt. Und das ist, glaube ich, in der 3. Oberstufe gewesen. So bei dem Bewerbungsprozess, wo es um die Lehrstelle gegangen ist. Und, ich glaube,
Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit dem Thema, weil das ist ein bisschen schwierig. Da kann man sehr schnell drauf schliessen, wer das ist. Okay, wenn du sagst schon, bei dir in der 3. Sekt, das sind nur noch 30 Nasen. Ja, okay, dann lassen wir es gescheiter. Ja, und von diesen 30 Nasen hat nicht jeder... Ja, dann lassen wir es gescheiter. Aber es war auf jeden Fall auch schon ein Thema gewesen. Bei uns beiden, ja. Und so Zeug, das hat es gegeben an der Schule, oder das haben wir gehört, oder das ist passiert. Also bei uns war es, muss ich sagen, Normalität gewesen. Man hatte ja einen Schülerausweis gehabt. Und den Schülerausweis hat man sehr gut können fälschen. Oh, also einfach der Jahrgang. Genau. Und bei uns war es so gewesen, dass wir sind genau 2000er und 2001er Jahrgänge die Jüngeren. Und du hast 2000 hast du nicht kleiner machen, weil wie willst du das 200 zu 99, also zu 199 machen? Und der Kollege war so sick und so schlau gewesen, dass er schon von Anfang an 98 drauf geschrieben hat. Und dann haben wir mit dem Ausweis immer gepostet. Ja. Oha. Ja, es hat funktioniert. Krass. Ich glaube, funktioniert heute auch nicht mehr. Heute sind es Kärtchen, die es drucken. Bei uns waren es eben noch Papier, wo du einfach hast können selber draufschreiben. Ja. Also jetzt von der Hochschule ist natürlich auch nochmal anderes Kaliber, aber das ist eine Art wirklich so ein Plastikkärtchen, also hart gedruckt und ich glaube, da hast du keine Chance. Nein, da hast keine Chance. Haben wir beim Studium auch gehabt, so einen festen. Ja. Nein, ich denke, die werden da auch studiert haben, weil eben eigentlich ist es ja genau der Jugendschutz. Nachher, wenn du 18 bist, dann willst du einen Jahrgang nicht mehr. Kannst dich mit Alkohol legal, ja, ist so. Ja, nein, aber sonst habe ich es schon auch erlebt, also in anderen, jetzt nicht bei mir, aber im Nachhinein von Erzählungen. Du hast halt auch vor einem Zeitchen lang, heute ist es ja oft nicht mehr so, dass du mit einem Foto vom Ausweis in den Club hineingekommen bist. Weil es ist noch nicht so gegenwärtig gewesen, dass das jeder easy fälschen kann und man das nicht mehr sieht. Und habe ich auch jemanden kennt, der erzählt hat, der ganz easy mit Photoshop das Datum geändert hat. Und das Ding ist, wenn du die Zahlen ja schon drauf hast, kannst du mit dem Stempeltool das so ändern, dass das niemand sieht. Und aber gut haben Clubs dazu gelernt. Ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Ich glaube, das Fazit oder die Moral von der Geschichte, so Geschichten lohnen sich nie. Also es kommt immer früher oder später. Gibt es jemanden, der mal eine blöde Frage stellt und spätestens dann fliegst du auf. Und es ist auch bei uns mit dem Kärtchen, das ich eben erzählt habe, mit dem Ding, ich meine, das ist etwas, das viele gemacht haben, aber auch dort hat es dann irgendwann den Punkt gegeben, wo man mal am Abend jemanden ein bisschen zu viel hatte und so und dann mit Krankenauto und Zeug und Sachen und dann ist dann schon auch die Polizei gekommen, die haben dann schon auch gefragt, von wo habt ihr das bekommen? Und ein Schülerausweis lange eben nicht zum zeigen. Und wenn du dort hockst, voll betrunken als 15- oder 16-Jähriger, dann sagst du einfach, ja, dort und dort. Und das Läden liegt jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Also, wir sind aber nicht die Einzigen, die da waren. Dort sind ganz bekannt in der Umgebung. Ich könnte mir vorstellen, dass auch du das noch... wenn ich dir sage, wo, dann wüsstest du welches. Ja. Aber da tun wir mal aus Datenschutzgründen das gleich mal weglassen. Nach der Folge. Ja, die da wohnen, die wissen vielleicht, von was ich rede. Das war wirklich bekannt gewesen. Ja. Ich habe eine Vermutung, aber wir tun ich habe vorher auch schon einen Teaser gehabt, aber es hat immer Wege und Möglichkeiten gegeben. Ja, habe ich auch lustig mal gedacht, wenn ich genug alt bin, weil ich halt auch dumm bin und mit 16 das Gefühl hatte, ich müsse jetzt Ziggis rauchen. Und dann ist das Ding, es hat noch Automaten gehabt, wo du es einfach rauslassen konntest, ohne Ausweis. Gibt es jetzt auch nicht mehr, oder nicht mehr wirklich, zumindest bei uns nicht. Und dann war es so, dass manchmal, wenn du nicht einen Automat hast können, hast du jemanden fragen. Vorne aus hast du fragen, hey, Entschuldigung, willst du mir Ziggis posten? Und ich habe immer so gedacht, wieso machen die das nicht? Weißt du, es ist doch voll chillig und easy. Bis ich selber irgendwie mit 20 am Bahnhof gelaufen bin und dann hat mich so ein Junge angeschnurrt, so, hey, würdest du mir Ziggis posten? Und ich dann wirklich so, Scheiße, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Und da habe ich wirklich so gedacht, so, hey, nein, sorry, es tut mir leid, ich muss weiter. Ich habe ihm wirklich auch sagen, nee, sorry. Moralisches Dilemma. Nein, das kannst du ja eigentlich wirklich nicht machen. Ich meine, klar, er wird schon dran kommen, wenn er das will. Irgendeiner wird es kaufen. Aber vielleicht willst du doch schon nicht gerade der sein.
ja, habe ich auf jeden Fall lustig gefunden. Naja, also bei uns im Dorf gibt es ein Restaurant, wo auch, soviel ich weiss, Stand heute immer noch ein Ziggy-Automat steht. Und da siehst du immer kleine Buben mit dem Trottinett, die dort Zeug rauslassen. Ah, wirklich? Und das ist ja, schon nicht ganz die Idee von der Sache. Aber das ist ja, weil bei uns im Kanton Schweiz hat Tabak keine Altersbeschränkung. Tabakwaren. Bist du sicher? Ja, ich glaube ab 12. Okay. Weil also das Ding ist, all die Läden, Kiosk und Co., die machen das ja von sich aus. Das ist vom Geschäft intern, dass die erst ab 16 in der Schweiz verkaufen. Darum hat es aber die Automaten und gibt die eben immer noch, weil sie gar nicht wirklich illegal sind. Es ist nur nicht ganz legal. Also es ist ein bisschen ein Grauding. Aber du kennst es ja, deine Eltern sind sicher auch für ihre Eltern Ziggis posten. Das ist noch nicht lange her, ist das normal gewesen. Also meine Mom, mein Dad, die sind alle für ihre Eltern Ziggis posten. Und ich habe auch schon im Restaurant für meinen Papi Ziggis geholt. Bin im Restaurant angelaufen, als ich ein Kind war, und gesagt, ich hätte gerne ein Päckchen Parisien, glaube ich, für meinen Papi. Die haben mir das auch gegeben. Aber also, danach hat es dann geheißen, ja, sagst dem Papi noch ein Grüßli vom Blablabla und so weiter. Ja. Ich weiss nicht. Nicht unbedingt, dass du die persönlich kennt hättest. Das schon nicht. Es war einfach auch etwas anderes gewesen. Du bist nicht davon ausgegangen, dass die Jungen alle rauchen. Und das war vielleicht auch normal gewesen. Soviel ich weiss, ich meinte Appenzell Innerrhoden, Ausserrhoden, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber dort gibt es einen Tag im Jahr, wo, das ist auch so eine kantonale Geschichte, oder je nachdem sogar Dörfli, wo quasi eben Minderjährige einfach Ziggis können posten, zum Ausprobieren und zum Merken, möglichst früh, hey, das ist verdammt grusig. Also so ein bisschen Abschreckungsmaßnahmen. Strategie. Ja, genau, Abschreckungsdings, dass man mit 15, 16 nicht so das verbotene Interesse irgendwie probiert zu dingseln. Und so viel ich in der Zeitung schon gelesen habe, ist das eigentlich recht eine gute Sache. Dass man in dem Sinn an einem Tag einfach die Gesetze in dem Sinn aufheben und das so handhaben. Hast du gerade den richtigen Artikel gefunden? Genau, ich habe jetzt geschwind geschaut. Aha. Und zwar, als einer der letzten Kantone zieht nun auch Schweiz nach und verhängt eine Altersbegrenzung auf Tabakwaren. Theoretisch kommen im Kanton Schweiz auch Kinder problemlos an Tabakwaren. Denn es herrscht hier keine Altersgesetz für den Verkauf von Zigaretten und Co. Okay. 1.1.22. Also werden sie jetzt wahrscheinlich Tatsache. irgendwann nachgezogen sein, Ja. aber aktuell, ja, Crazy. im 22 erst noch dürfen. Ja. Crazy. Ist wirklich crazy. Aber eben, es ist von früher, von früheren Zeiten. Ja. Und es muss ja irgendwie auch funktioniert haben. Und trotzdem wird es einen Grund geben, dass es jetzt nicht mehr so ist. Werden sich schon etwas überlegt haben. Ja, mit dem wie hat das jetzt geheißen? Mit der, das war auch mal eine Volksinitiative mit dem Werbeverbot für, ich meine, die Tabakgeschichten sind es vor allem gewesen. Und dort haben wir, in der Schule haben wir dort auch Gesetzesartikel durchgenommen, wie es das jetzt formuliert haben. Und das Schwierige an der neuen Umsetzung, weil das steht dann in der Bundesverfassung und die Bundesverfassung ist ja quasi übergeordnet über alle Kantone. Und dort mit der neuen Gesetzesgebung musst du sicherstellen, dass deine Werbung nicht an Minderjährige zugänglich ist. Also jetzt rein theoretisch, wenn du ein Open Air, irgendwie ein Kino oder sonst irgendetwas machst, wo die ganze Familie dort könnte hocken, ist verboten. Weil du darfst Tabakwerbung nur noch jetzt an einem Open Air muss es quasi eine 18-jährige Kontrolle geben. Ja. Und es dürfen nur 18-Jährige geben oder sein und dann darfst du Werbung machen. Und das ist bei hure vielen Events, stelle ich mir das hure schwierig vor, weil so 16-jährige Bänderli, 18-jährige, aber wenn du nur 16-jährige hast, dann darfst du schon keine Werbung machen. Ja, jetzt ist mir vor allem auch gerade noch in den Sinn gekommen, wegen dem Tabak, weil das eben das Kiosk, AWEC und
Aldi und so, die haben eben schon in den ganzen Geschäften ab 16 gehabt. Und wo meine Schwester 16 geworden ist, hat es geändert auf 18. Sie ist 16 geworden und hat dann irgendwie 2 Wochen lang, hätte sie theoretisch, also sie raucht nicht, sie hat dann nie geraucht, aber hätte sie theoretisch dürfen Ziggis kaufen und dann wieder nicht mehr. Für 2 Jahre. Ja, bravo. Ja, voll. Genau, irgendwie so war es. Ja, darum. Ja. Spannend. Das ist schon interessant, Ja. eigentlich, wenn du denkst, im Kanton Schweiz. Ja. Habe ich in dem Sinn Glück gehabt, als ich letztes Jahr auf Kanada gegangen bin, dass ich schon 21 war. Stimmt, Kanada Weil ist... Alkohol ist dort dann einfach strikt ab 21. Und das hat in meinen Augen auch wirklich seine guten Gründe. Ja, finde ich auch. Was jetzt meine Frage wäre, ist es in Kanada auch so wie in Amerika, dass du öffentlich nicht Alkohol darfst konsumieren? Ja, das ist Ah, okay. auch der Fall. Plus, das kennt man von diesen Hollywood-Streifen, dass es so die Ja. verruchten Liquor-Stores, irgendwie so ein riesiger Parkplatz und dann so ein Ja, genau. Neon-Schrift Liquor. Das ist in Kanada auch so. Also Ja. du darfst in dem Sinn im Dinner oder im Migrolino darfst du keinen Alkohol verkaufen, sondern es ist meistens so ganz ein dubioser Eingang und dort ist ein riesiger Laden, alles hure schön und alles picobello, hochglanzpoliert, einfach nur mit Alkohol. Ja. Und dort kannst du dich dann richtig zu Tod saufen. Das ist ja eigentlich nur bei uns speziell, dass das nicht so ist. Also, wenn du auch mit Tabak in andere Länder gehst, zum Beispiel Spanien ist das krass, du hast nur Tabakläden, die Tabak verkaufen. Plus ein paar einzelne Restaurants, die so einen Automat drin haben. Aber sonst hast du keinen Tabak, also kommst du nie ins Tabak rüber und die dürfen auch nur bis zu einer gewissen Zeit offen haben. Weil aber eine gewisse Uhrzeit darf kein Tabak mehr verkauft werden. Ja. Das ist mega, mega spannend. Das ist noch crazy, ja. Haben wir mega entspannte Gesetze bei uns. Bei uns wird ja auch Bier, glaube ich, noch geht unter Lebensmittel, habe ich gemeint. Das weiss Müsste ich jetzt jetzt aber nicht, auch aber müsste ich auch nachschauen. Aber habe ich mal gehört, dass irgendwie... Weil darum hast du ja auch den harten Alkohol hinter der Kasse und das andere im Regal. bin ich jetzt Also nicht ich- ganz ich sicher, bin mir auch ob nicht das, sicher. ob das nicht mehr wegen dem Diebstahl, ob Also, das Vielleicht, mehr das also Thema sicher ist. auch, sicher auch. Ja. Aber eben, du musst ja sicherstellen, dass kein Kind an harten Alkohol kommt. Das sowieso, ja. Oder Tabak. Ist Bier ein Lebensmittel? Ist Bier ein Grundnahrungsmittel? Ja, bravo. Bier galt als Grundnahrungsmittel aller Bevölkerungsschichten und war auch Hauptteil des Lohnes. Also, wie sagt man dem? Naturalien? Sagt man dem, glaubst du? Also ich lese mal noch weiter. Die Hieroglyphen für Nahrung war lange Zeit ein Zeichen für Brot und Bier. Also scheint es nicht mal einfach irgendein Nahrungsmittel, sondern eines von diesen Nahrungsmitteln. Brot und Bier. Die Erfindung des Biers schrieben die Ägypter Osiris, dem Gott der Unterwelt, zu, weshalb sie den Toten Bier als Beigabe ins Grab legten. Oha. Spannend. Spannend. Also die sind auch schon dort, ein kühles Paulaner. Das feines Feldschlösschen. Vor allem, ja, Paulaner, Alter, wie bin ich auf das gekommen? Nie trinken wir Paulaner. Auf D-Max kommt immer Paulaner. Man sagt doch Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich weiss gar nicht. Das heisst, wenn jemand irgendwelche so halbwahre Geschichten erzählt. Ach schon? Geschichten aus dem Paulanergarten. Also, das habe ich jetzt noch nie Ja, gehört. das Aber ich weiss, auf Sprichwort. D-Max, und ich liebe den Fernsehsender, wenn ich mal einfach normal Fernsehen schaue, dann meistens so Goldgräber in Kanada oder sonst Krebsli fangen in den Beringsee und so Geschichten finde ich hure geil. Weil in dem Moment, wenn du den Fernseher einschaltest, D-Max schaust, merkst du, wie deine Männlichkeit irgendwie so, deine männlichen Hormone irgendwie anfangen zu sprudeln. Und dann in dem Moment kommst du eben mit dem Wikinger, mit der Axt kommst du dann irgendwie so. Das ist eigentlich noch ein schönes Gefühl. Es holt Urinstinkt für. Irgendwie schon, ja. Ja. Du schaust zu, wie jemand jagt oder fischt oder so und fühlst dich so, ja Mann. Fuck yes. Ja Mann. Keine Ahnung wieso, ist eigentlich schon speziell. Aber Wie heisst's? fischen, das wüsste ich eigentlich mal wieder. Improvise, adopt. Nein, fuck.
Jetzt kann ich es selber nicht. Piep! Adopt, Improvise, Overcome heisst es, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist ein Zitat von Bear Grylls, wo er seine Pisse getrunken hat. Der Bear Grylls, Alter. Das ist also ein Hobby-Survival-Typ, Alter. Der ist eins. Gibt es ja auch so Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo er so voll in der Wüste und es ist so trocken, dass dort so einen Riss im Boden drin gibt und nachher dreht sich die Kamera so 30 Grad nach links und nachher siehst du dort einen Highway. Ja, voll. Voll in der Natur raus. Ja, vor allem Bear Grylls ist noch lustig. Das ist mir, ich habe Bear Grylls immer gerne geschaut. Aber es ist mir ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich in der Schule halt über Filmindustrie und so gelernt habe und realisiert habe, auch im gleichen Zug damals Joko und Klaas, Duell um die Welt, ja. so all die Challenges, die machen und all das Zeug, auch Bear Grylls, Survival, all das Zeug, das musst du planen. Wenn du Leute einfach ohne Plan und sie wissen nicht, was machen, in die Wildnis setzt, dann gibt es keinen geilen Content. Das sieht nicht lässig aus. Wenn der Bear Grylls wirklich überleben müsste, dann würde er einfach jede dritte Folge genau das Gleiche machen. Aber nein, sie planen, heute wollen wir das zeigen. Und dann wird es natürlich in ein annähernd echtes Szenario rein da. Aber und dann passiert das genau, und dann genau. verdurstet er fast. Ja, und der Ansatz von diesen Serien ist meistens gar nicht wirklich komplett realistisch zu sein, sondern dort dran anzukommen. Aber auch Naked Survival und so, da hast du nebendran immer ein Camp. Schon klar, die bleiben dort, die leiden dort auch, die werden verstochen, Zeug und Sachen. Aber die sind... Dann heisst es so, und jetzt müssen wir ein Feuer machen. Und es ist nicht an, wenn jetzt müssen wir das oder sonst... Also, da wird schon geschaut, dass da Content gemacht wird. Und gerade Joko und Klaas, wenn man mal ein bisschen in das hineinschaut, das ist so schlecht gefaked. Also ganz viele Folgen mit ihren Stoppuhren, die amigs unten laufen, die so unakkurat sind. Das geht gar nicht. Aber es ist eigentlich auch egal. Genau, es muss einfach unterhalten. Und sie sind ja auch mal in der Schweiz Heissluftballon fliegen. Dort hat sie nachher einen öffentlich gebastelt. Ja, genau. Ja, voll. Und ich glaube, das ist Y-Kollektiv oder Steuerung F. Ja, eine von diesen zwei kann sie beides so Funkhügeln. Nein, die haben dort... genau, der Edin Hasanovic hat dort selber einen Heissluftballon landen. Und das ist genau wieder das. Sie haben dann einfach nachgefragt beim offiziellen Amt und der hat dann gesagt, nein, wir haben da einen Pilot, der ist seit 30 Jahren Pilot von Heissluftballonen. Wir sind sicher, dort war einer dabei gewesen. Ja, und das ist eigentlich schon aufgeklärt. Weil es ist ganz logisch, du kannst nicht einfach irgendjemanden, der nichts kann, alleine einen Heissluftballon lassen. Wer ist schuld nachher? Er selber. So funktionieren die Verträge mit, wenn dir etwas passiert und so. So funktionieren die Verträge nicht. Ja. Aber dort kann ich den Ed Stafford, heisst der, glaube ich. Ed Stafford. Ja, Ed Stafford kann ich empfehlen. Weil das ist auch auf D-Max ein paar Mal gelaufen. Und der ist ohne Kamerateam auf einer einsamen Insel. Der hat so Solarpanels und so. Und der hat das gezeigt. Hey, schaut, ich bin alleine. Ich habe die Koffer mit dabei. Ich habe die SD-Karten. Wenn die SD-Karten mal ein bisschen Salzwasser bekommen, dann sind die futsch. Und ich muss jetzt 60 Tage irgendwie überleben. Ja, und das sind auch die realen Survival-Sachen. Was man aber dann bei so einer Serie auch sieht, Survival ist nicht spannend. Also Survival ist eigentlich ein Sein. Es ist wirklich ein Sein und irgendwie Überleben. Ja. Also viel mehr wie ab und zu mal dann doch etwas Essen finden und manchmal mal wieder ein bisschen Wasser und irgendwie etwas aufstellen oder mal gegen ein Unwetter kämpfen. Mehr machst du nicht. Einfach das. Darum sehen die Survival-Serien so aus, wie sie aussehen. Aber ich finde jetzt so etwas viel spannender. Extrem. Und der Ed Stafford, wo er auf einer einsamen Insel irgendwo im Südpazifik irgendwie war, ist er auch auf einer Insel, wo es Schweinchen hatte. Ah, was? So ein Schweinchen-Insel. Ja. Und
irgendwie, er hat dann auch so Tierfallen gemacht und das ist wirklich nicht interessant. Das ist einfach ein Loch buddeln und dann ein bisschen mit Laub drüber legen und dann hoffen, dass etwas reinplumpst. Ja, ohne spitzige Stecker drin, das hoffst, dass es sich noch aufschlitzt und genau, und seine Falle ist in dem Sinne einfach, aus dieser Grube kommt nichts mehr raus. Ja. So war die Falle gewesen. Und dann eines Tages ist so ein, so ein kleines Babyschweinchen dort unten gelegen und das war wirklich zuckersüß gewesen. Und er hat es dann so genau und er hat es noch als Haustier quasi genommen. Und er hat so ein herziges Kägli für das kleine Schweinchen gebaut. Ja, du willst nicht allein sein. Ja, weil das ist wirklich das Thema. Wenn du auf einer einsamen Insel bist, dann ist dein grösster Feind eigentlich der Kopf, wo einfach sich Sachen anfängt, überlegen und du hast einfach zu viel Zeit und zu wenig Probleme. Glaubst du? Und dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Auch kein Ziel. Also, sobald du dein Überleben gesichert hast, hast du kein Ziel mehr. Du hast auch keine Gemeinschaft mehr, die dir irgendeinen Lebenswillen gibt. Das ist schon heftig. Und das kleine, herzige Schweinchen, das war eben sein Weggefährte in diesem kleinen Kägli drin. So süß. Und danach ist die grösste Tragödie eben, dass das Schweinchen mal ausbüchsen und das ist nicht mehr retourgekommen. Und er ist dort halt so in ein Loch hineingefallen, in Depressionen fast schon. Und dort eben so als gestandener Mann mit männlichen Hormonen kannst du dort voll mitfühlen irgendwie. Ja, also total. Ich denke, da können auch da die Frauen auch mit einbeziehen. Da können alle mitfühlen. Ja. So etwas, das ist mega süß. Jetzt haben wir vor allem gerade an eine griechische Mythologie-Saga erinnert. Und zwar die Insel der Schweine. Dort hat eine drauf gelebt. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob sie ist glaube nur eine Halbgöttin oder so in der Erzählung. Und die ist bestraft worden vom Zeus oder von so einem der grossen Götter. Und die ist auf die Insel verbannt worden und hat dann dort müssen leben. Und die hat irgendwie so immer ganz viele Jünglinge und so. Also immer, sie war eine Frau, die ganz viele junge Männer verführt hat und dann auf ihrer Insel gefangen gehalten. Und sie hat all die Männer, sobald sie die hatte, in Schweine verwandelt. Und dann ist die Insel nur sie und all die Schweine, die eigentlich hübsche Männer waren. Und dann kommen eben, glaube ich, der Odysseus, weißt, mit seinen Reisen über die Meer, landet, glaube mit seiner Crew auf dieser Insel. Und der eine von seinen Leuten verliebt sich in sie. Und es wird dann eben auch in ein Schwein verwandelt und am Schluss hauen alle ab, weil zuerst haben sie das Gefühl, sie könnten jetzt Fleisch und alles und so und Luxus. Eine mega, mega spannende Saga. Ja. Hat mich jetzt gerade an das erinnert, spannend, die Insel der Schweine. Ja. Das, was dich jetzt an das erinnert hat, und jetzt, ich habe mal meinem Deutschlehrer die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen Sage und Saga ist. Da gibt's, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber da gibt es irgendwie einen grammatikalischen Unterschied. Darf ich probieren? Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, Saga ist Mehrzahl und Sage ist Einzahl. Singular. Und Plural. Es hat anscheinend von der Bedeutung her eine andere Bedeutung. Wenn ich es jetzt gerade am besten gehen, schnell auf duden.de das nachlesen. Aber eine Sage ist quasi eine Weitererzählung. Also so. Und eine Saga ist eine Legende. Also so mal aufgeschrieben worden und genau. Also schriftlich mal festgehalten worden und so dann wieder weiter. Ja. Weil zum Beispiel Star Wars Saga. So am Anfang, wo der geile Text in das Universum rausläuft, das ist ja die Star Wars Saga. Und in dem Moment, wo der Deutschlehrer eine Sage, habe ich dann aufgestreckt und gefragt, was ist der Unterschied zwischen Sage und Saga? Crazy, und der sicher das gewusst. Und der hat Fliri, hat der zum Nachnamen geheißen. Und da wirklich, der Lehrer war so ein geiler Sieg. Und ich habe den hure gut mögen, weil er auch so ein Wortakrobat war. Der hat Sätze formulieren, die nicht von diesem Planeten waren. Und das gefällt mir eben noch. Ja, das finde ich auch geil. Mit Wörtern kannst rumjonglieren und Sachen in 5 Nebensätze dingseln kannst und
15 Kommas dazwischen kannst setzen. Das finde ich aber noch geil. Und es halt trotzdem noch geil tönt. Genau, Ja. genau. So, seine Sätze haben so böse Zungen behaupten. Und er hat auch so eine Erzählerstimme gehabt und da bist du auch übergefallen. Das ist so geil. Ja, ich finde das auch faszinierend, vor allem wenn Leute können etwas sagen mit mindestens so viel Wörtern, wie es braucht, aber auch nur maximal denen, die es braucht und es dann noch so genau beschreiben. Weil das ist so ein bisschen der Skill von diesen Leuten. Die können dir etwas sagen und in diesem Satz sagen sie dir so viel, aber sie geben dir nicht noch 100 Umwörter und Umsachen, die du gar nicht musst wissen. Ja. Das ist genial. Es ist Das ist eine absolut Kunst für sich. der Lehrer, der ist mir wirklich bis heute in bester Erinnerung geblieben. Und der ist dann auch, der hat einmal quasi gekündigt, ist irgendwo auf Thailand oder sonst irgendwo einfach Asien ein bisschen rumreisen, ist dann aber wieder retour gekommen. Und am Anfang der Lehre hatte ich den und am Schluss ist er quasi gerade wieder so retour gekommen. Und der hat Geschichten erzählen. Und das ist halt so Lagerfeuer, ein alter Päppel, der dort hockt und die schönsten, emotionalsten Stories. Hure geil. Ja, finde ich auch hure schön. Habe ich am liebsten gehabt. Wir hatten auch einen Sek-Lehrer gehabt, der ist pensioniert worden bei uns. Der hat dann die 3. Sek nicht mehr gemacht mit uns. Auch Shoutout an Herr Quinter. Sehr ein geiler Sieg gsi. Auch der hast du können fragen, vor allem so auch griechische Mythologie. Da hast du gefragt, ja, wie ist denn das dort beim Ätna gsi? Also haben denn die dort unten gelebt und der verehrt? Und dann hast du eine Lektion lang hat er dir erklärt im Matheunterricht, weißt, wie das damals war. Und dann hast du so von Pompeji hat er Sachen gezeigt und einfach faszinierender Typ. Ja. Mega. Von dem ist auch der Spruch Ameisen-Bein-Kniescheibensalat. Hat er immer gesagt. Wenn du so gesagt hast, es sind 3 Meter, aber du hast dann gesagt, ja, 3. Und dann hat es immer was? Ameisen-Bein-Kniescheibensalat. Hat er immer gesagt. Dann hat er immer gesagt, sind es Äpfel oder Beeren gewesen? Ja, nein, er war immer kreativ. Ja. Er hat auch immer gesagt, wenn sich jemand verschnurrt hat, hast du die Werkstaben verbuchstelt. Das hat er auch immer gesagt. Irgendwie ist mir sitzen geblieben, also ist mir hängen geblieben, habe ich cool gefunden. Ja, und eben so Geschichten erzählen, weil das ist eigentlich etwas von den urältesten Skills, die eigentlich die Menschen früher sich haben müssen beibringen, zum Geschichten weitererzählen und so erzählen, dass die spannend geblieben sind. So eben früher ums Lagerfeuer oder um den Kochelofen oder ums Chemie oder sonst irgendwie etwas. Ja, und Erzählungen sind ja auch heute noch die geilste Unterhaltungsform. Und das trotz Film und allem, wenn du kannst mit Leuten reden und dir jemand von seinen Erfahrungen erzählt, etwas Geileres gibt es gar nicht. Also so vom Material, das du überkommst. Du hast dann vielleicht nicht so die Sicherheit auf Wahrheitstreue, weil die Leute empfinden immer etwas, man fühlt es und interpretiert. Aber das hast du ja immer. Und darum finde ich Erzählungen eigentlich das Geilste. Viel spannender wie Film oder so. Für eine Geschichte. Ja. Zuhören und sich mitreissen lassen. Ja, und die Leute müssen dann aber schon auch erzählen können. Wir haben in der Pfadi auch einen gehabt, der hat so cool Geschichten erzählen. Er hat selber immer, wir sind im Zelt gelegen am Abend und dann hat er uns eine riesige Geschichte erzählt damals. Ich weiß gar nicht mehr, was es gegangen ist, aber wir haben es so lässig gefunden, dass man gesagt hat, komm, kannst du noch mal so eine Geschichte erzählen? Und er weiß auch so, ja, ich habe nicht 100 Geschichten auf Lager, ich habe jetzt gerade eine gehabt, aber mehr nicht. Aber mega gut. Ja. Also es ist auch ein sackintelligenter Sieg, der seine Freundin wird jetzt Ärztin und er ist auch am Medizin studieren. So. Das ist ganz ein intelligenter Sieg. Ja. Voll. Wird dann auch ein schöner Moment, das male ich mir in der Zukunft sehr schön aus. So mit deinen Kindern im Bett Büchlein vorlesen. Ja. Hat die Mami schnell eine Stunde Zeit, um irgendwie einen Tee zu trinken oder sonst irgendetwas. Und der Papi mit seinen Kindern irgendwie Büchlein mal anschauen. Ich sehe schon, deine Vorstellungen sind noch romantisierter wie bei mir. Meine sind schon auf die Realität abgebrochen mit meinen kleinen Brüdern. Weil ich habe den auch schon, genauso wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ins Bett gebracht. Und ja, der Moment, wenn du mal in diesem Bett liegst und er dir zulässt, der ist sehr nice.
Das ist wirklich schön, weil die faszinieren sich so unglaublich, für was du erzählst, wenn du Büchlein anschaust. Weil sie starren ja dann auch in das Büchlein rein, aber sie verstehen nichts. Sie können es nicht lesen und sind so, kannst du das lesen? Oh, Scheiße! Kannst du das lesen? Steht das wirklich da? Ja, also, es ist einfach nicht scheiße. Ja. So, ja, Kinder halt. Ja. Ja, aber es ist mega etwas Faszinierendes. Sie haben halt nur auch begriffen mittlerweile, dass es immer noch lässiger ist, einer Zeichentrickfigur zuzuschauen, wie sie durch die Weltgeschichte rennt, wie am Papi zulassen, wie er eine Geschichte vorliest. Aber mein Dad ist da strong und stabil. Da gibt es Medienzeit, heisst das jetzt heute. Also ist das eine neue Zeitepoche? Oder Nein, aber sie sagen der so. Mein kleiner Bruder, der hat die und die Medienzeit am Tag zugute. So. Ja. Und das sind sie ihm jetzt schon am Beibringen. Ja. Das ist wirklich lustig, wenn ich damals komme und dann, also wirklich herzig haben wir gespielt miteinander. Dann hat der Papi gefunden, so, jetzt musst du langsam ins Bett, es war schon 10 Uhr, weißt du, und der Kleine muss ins Bett. Und der hat gefunden, nein, ich gehe nicht ins Bett, so wie es ja immer ist. Und er ist aufs Bett rauf, hat angefangen zu brüllen und täubeln. Und mein Papi nur, weißt du, Florin, der Grosse da nebendran, der war genau so wie du. Genau das Gleiche gesagt. Und ich bin so da gestanden so, ja, hast recht. Und der andere hat auch genau nicht gefolgt. Ja, wie genau so. Und nachher hat dann Florin plötzlich realisiert, so, okay, ich muss ins Bett. Hat dann der Papi gefunden, ja, vorlesen. Hat der Florin gefunden, ja, aber könnte ich, und dann ist er vom Bett runtergekommen, zum Papi an, könnte ich vielleicht ein bisschen Fernsehen schauen? Weißt du, völlig im falschen Moment gefragt. Da hätte dir jeder können sagen, dass du jetzt kein Fernsehen mehr schauen darfst, du musst jetzt ins Bett. Aber er hat es versucht. Und dann der Papi, nein, du hast deine Medienzeit schon gehabt, es gibt noch ein Geschichtchen und fertig. Und dann, ja. Aber, herzig. Es ist extrem herzig, ja. Wir müssen noch zu Swiss Date kommen. Stimmt. Yes. Ich hoffe, wir haben noch einen kurzen Moment Zeit. Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Das stimmt eigentlich, Absolut. ja. Da müssen wir niemandem gerecht werden. Ja, und lustig ist auch, wir sind die Einzigen, die nicht wissen, wie lange es noch geht. Alle anderen sehen Zeit, Aber ja, wie lange es jetzt noch geht. Und wir wissen es nicht. Also wir haben, glaube ich, im Takt oder so ist das bei uns angegeben, das oder? ist schon, das ist Minuten. Ist das? Okay. Das ist Minuten. Das ist einfach zu weit weg, als dass ich das könnte Das kann sein. ja, Das ist ist Minuten mit Hundertstel hinten dran. Okay. Aber was ich gemeint habe, die anderen sehen, wie lange die Folge noch geht. Aber das wissen wir ja nicht. Stimmt eigentlich. Weißt du, wir sagen, wie viel Zeit? Stimmt. Die anderen wissen jetzt, reden wir noch eine Stunde, reden wir nur noch 5 Minuten. Wir wissen es nicht. Ihr schon. Wir sind in der letzten Folge mit den 2 spannenden Fragen stehen geblieben. Was deine schönste Erinnerung und was deine schlimmste Erinnerung ist. Was hast du dir da für Gedanken gemacht? Also zuerst mal habe ich mir den Gedanken gemacht, dass meine schönste und meine schlimmste Erinnerungen nicht unbedingt Sachen sind, die ich vielleicht im Podcast teilen würde, weil das schon so intim und schlimm ist. Dass, also schlimm Sachen, die jeder vielleicht mal erlebt in einer gewissen Art, aber irgendwie komisch, vor allem auch sehr persönlich für andere Leute, wie meine Eltern oder so. Aber ich würde sagen, zusammenfassend, schlimmste die Scheidung von meinen Eltern. Also die Zeit, Trennung, Streitereien. Ich habe eine bestimmte Situation im Kopf, wo es eskaliert ist, aufgrund von, wir waren in der Ferien und mein Papa hat einen Unfall gemacht und dann haben wir eine Autofahrt ins Spital in Italien, natürlich alle voll gestresst, 2 kleine Kinder hinten rein. Und dann ist es eskaliert. Also ich nehme das niemandem böse, gar nicht, aber ich glaube, wenn ich so zurückdenke, wo ich am meisten Naivität noch hatte und wirklich Angst verspürt habe, halt eben von Leuten, die du gerne hast, weil von denen hast du am meisten dann die Angst. Das ist bei mir. Und sonst halt, wenn man so aus dem Erwachsenenleben reden darf, schlimmste Erlebnis, gewisse Erfahrungen, die ich vielleicht nicht hätte machen im Ausgang. Oder Sachen, die man dann gesehen hat, die nicht unbedingt schön sind, vielleicht nicht einem selber passiert oder so, aber man hat es halt mitbekommen oder man hat es gesehen und das ist gar nicht schön, so von den Erfahrungen. Ja. Und bei den schönen Sachen finde ich es ein bisschen schwierig, so das bei einem Namen zu nennen. Ich denke, die wirklich schönsten Momente sind wahrscheinlich die, wo ich mich das erste Mal verliebt habe. So, wenn ich zurückerinnere, weil dort hat man sich einfach
nur geliebt vom Leben und alles gefühlt. Ja, ist aber auch, ja, vielleicht nicht unbedingt das tiefgehendes Ding, aber so, ja. So habe ich mir das ein bisschen beantwortet. Ja. Und sonst sind es ganz kleine, spezifische Sachen oder halt beim schlechten Gedankenzeugs, das einem nicht losgelassen hat, wo das Schlechteste ist, so Erfahrungen. Und beim Besten halt wirklich einfach mehrere Situationen. Nicht eine, aber so die Zeit, wenn man sich das erste Mal verliebt hat, würde ich sagen. Ja. Ich weiss nicht, was hast du dir so überlegt? Also bei den Schlechten muss ich auch vorweg nehmen, da kann ich auch nicht allzu offen reden, weil es mir einfach auch zu nahe geht. Oder das sind auch bei mir sind Sachen vorgefallen, wo nicht an die grosse Glocke willst oder musst hängen. Ja, vielleicht nicht mal wegen uns persönlich, sondern auch nur schon wegen anderen Leuten. Genau, und so. Also, ganz genau. Ja. Weil da sind auch andere Leute noch involviert gewesen und da habe ich sehr viele Leute sehr fest enttäuscht und darum tun wir das da an dieser Stelle auch parkieren. Aber ja, bei den glücklichen Momenten, da habe ich auch, um wieder schnell ein bisschen abschweifen. Es ist mal wieder so weit. So. Hörst du das, Nils? Wir schweifen ab. Oh. Sorry, jetzt bin ich da vorne ist Tiefschnee, gehen wir in Tiefschnee. Komm, wir machen Schneeengel. Genau. Nein, aber ich sage, schöne Erlebnisse sollen sich ja kumulieren und die kleinen, ganz viele kleine, schöne Sachen sollen sich im Gesamthaften zu etwas mega Schönem kumulieren. Und eben jetzt zum Abschweifen, da habe ich in der Dating-Phase, die ich in der letzten Zeit durchgemacht habe, einfach immer wieder erleben, dass da Menschen vom weiblichen Geschlecht einfach die Vorstellung haben, ich gehe 2 Wochen im Jahr irgendwo in die Ferien und das ganze Jahr wird durch 2 Wochen Malediven oder sonst irgendwie etwas zu einem schönen Jahr gemacht. Also ein Highlight, wo quasi alles andere rechtfertigen oder aufbessern tut oder irgendwie so etwas. Und mit dem Gedanken habe ich irgendwie persönlich recht Mühe, dass eben, du krüppelst und du schaffst und weiss nicht was, um dir 2 Wochen schöne Ferien zu gönnen. Wo du dann einfach am Strand dein Arsch am Sünneln bist. Kann ich auch nicht verstehen. Und darum sind das viel mehr kleine Sachen, die bei mir in dem Sinn Freude auslösen. Ist da jetzt in unserem Podcast auch schwierig, um 100'000 kleine Sachen aufzuzählen. Aber ich kann auch mit meiner ersten Liebe mich in einer Situation wiedergefunden, wo ich wahrscheinlich nie mehr wird haben, würde ich jetzt mal einfach frech behaupten. Weil einfach in dem Moment, wo es dann auch wieder auseinandergegangen ist ein Teil von mir gestorben, wo der wird nicht mehr kommen. So. Ja, darum auch Liebe und Schmerz ist so nahe beieinander. Ja, da hatte ich mit meiner Mami mal ein gutes Gespräch gehabt. Man muss immer wissen, die Sachen im Leben, die dir die grösste Freude bereiten, sind auch die Sachen, die dir die schlimmsten Schmerzen bereiten. Seelisch. Und das ist auch gut. Weil das bedeutet, wenn du das weghaben willst, den Schmerz, dann musst du das Gute weglassen. Wenn du das Gute weglässt, dann lässt du auch den Schmerz weg, aber dann wirst du depressiv. Es ist wirklich so, dass über alles, was du dich mega freust, irgendwann ist es zeitlich gesegnet von etwas. Und dann freust du dich nicht mehr, sondern dann tut es dir den Amount, wenn nicht mehr weh, was es vorher Freude gemacht hat. Ja, aber wie du gesagt hast, bei der ersten Trennung bleibt ein Stückchen von einem dort. Und ich fühle das schon auch mit. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es so ist, gar nicht. Aber ich habe auch schon das so empfunden, weil ich mich schon jetzt ein paar Mal oder vor allem 2 Mal richtig verliebt habe in meinem Leben, dass wie schon
einen gewissen Teil von meinem Pensum, das ich im Leben habe, an mich verlieben, wie aufgebraucht ist. Ich bin nicht sicher, ob wir die Metapher schon mal im Podcast hatten, aber mit dem Weiss Glas. Mit dem Wasserglas, das hast du mir mal erzählt. Ja, aber das ist ein bisschen anderes Thema. Es geht mehr wirklich darum, dass ich mich verliebt fühlen kann, dass ich mich voll auf das einlassen kann. Und ich muss sagen, ja, die Angst ist eine Angst, aber die ist nicht bestätigt. Du kannst dich trotzdem wieder voll verlieben. Auch wenn ich mit zum Beispiel meinem Mitbewohner rede. Klar, er ist jetzt immer mit der gleichen Frau zusammen gewesen, das ganze Leben lang. Aber ich meine, du kannst dich selbst mit 88 kannst du dich nochmal verlieben. Und das nach 50 Jahren Ehe. Also kann man uns das selber beantworten. Wenn man das dann nicht kann, dann ist es, weil man noch nicht über die Wunde oder über das hinweg ist. Aber es wird wieder möglich sein. Oder es ist schon wieder möglich. Sicher nie mehr mit der gleichen Naivität, wo man damals reingegangen ist und sich darum auch viel schöner ausgemalt hat, wie es eigentlich